uns. Und heute soll es um das Thema gehen, nahe in der Einsamkeit. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, aber das ist doch ein Widerspruch. Wie kann einem etwas oder jemandem nahe sein, wenn man selber in der Einsamkeit ist oder sich auch einsam fühlt? Ja, als würde etwas fehlen. Und wenn wir heute miteinander das anschauen in der Bibel, und ich eben doch glaube, dass gerade die Einsamkeit einem eben auch eine Nähe zu Gott führen, zu Gott treiben. Und das haben wir auch gerade anhand der Weihnachtsgeschichte anschauen. Es würde mich aber wundern, wer von euch denn sich einsam fühlt oder in letzter Zeit einsam gefühlt hat. Ich habe es ja von mir am Anfang erzählt, bei mir ist das schon recht lang zurück. Und auch jetzt gerade über die Weihnachtszeit. Gestern bei meinen Eltern, vorgestern bei der Jacqueline, ihrer Mami und Stefan Weihnachten gefeiert. Gerade gestern Abend noch viele Kids, 3 Junge, die recht zusammen gemacht haben. Da bin ich mir jetzt gerade einsam vorgekommen. Da ist immer etwas gelaufen und viel gegangen. Und doch ist Einsamkeit gerade in der Schweiz ein grosses Thema. Swiss Info schreibt, dass ungefähr jede 3. Person in der Schweiz unter Einsamkeit leidet. Und das steigend und nicht erst seit Corona, sondern schon seit 2002, wo sie da die Statistik geführt haben. Und wenn wir jetzt das auf den Raum hier runterbrechen, dann wären das 16 Personen, die, wir sagen, die leiden unter Einsamkeit. Es kann sogar sein, dass wir jetzt Leute da haben, obwohl sie jetzt da im Gottesdienst sind, in der Gemeinschaft unter Brüdern und Schwestern, sich trotzdem einsam fühlen. Also ein Thema, das sehr präsent ist eigentlich bei uns in der Gesellschaft und auch viel mit jemandem macht. Gerade auch physisch kann das sehr viel auslösen. Ich habe in der Vorbereitung einen Artikel gelesen, wo ein Arzt geschrieben hat, wenn jemand wirklich unter Einsamkeit so richtig leidet, also es hat wirklich schon krankhafte Züge hat, dann ist es so, als würde die Person am Tag 15 Zigaretten rauchen. Und man einfach auch klar kann sagen, die Person, deren Leben wird verkürzt sein, wenn sie über längere Zeit unter dieser Einsamkeit leidet. Und doch ist es zumindest bei mir so, dass ich jetzt das persönlich nicht so kenne, das Thema Einsamkeit. Darum ist es für mich auch recht eine spannende Challenge gewesen, da dazu einen Input vorzubereiten. Aber ich habe letztens Einsamkeit bei jemand anderem gesehen. Und zwar bin ich mit der Jacqueline eine Serie am Schauen auf YouTube. Die nennt sich Seven vs. Wild. Ich kann mir vorstellen, die Jungen, die kennen es. Die Eltern haben vielleicht noch nicht davon gehört. Ich will ganz kurz erzählen, um was es so geht. Da geht es um 7 Männer. Die haben sich 7 Gegenstände aussuchen. Also mit Gegenständen meine ich zum Beispiel einen Schlafsack, einen Feuerstein, ein Tarp, ein Bieli, ein scharfes Messer. Und sie sind nach 7 Tagen in Schweden auf einer Insel oder auch auf einem Stück Land ausgesetzt worden. Natürlich getrennt, separiert, die haben sich nicht getroffen. Und es ist einfach darum gegangen, dass sie 7 Tage dort überleben, in dieser Wildnis. Was ich noch dabei hatte, war einfach ein Notfallsack, wenn man sich mal den Arm bricht oder so, dass man etwas machen kann. Und dort innen hat es ein Handy gehabt, das Notfallhandy. Wenn etwas ist, haben sie anrufen und sie sind geholt worden. Also das hat man darauf geschaut, dass sie sich natürlich melden können. Aber es ist so, es hat einen Blombe dran gehabt und wenn die kaputt ist, dann ist die Person nachher disqualifiziert worden aus dem Wettkampf raus. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, 7 Tage ohne Smartphone. Also ich weiss persönlich, mir würde das recht zu schaffen machen. Das ist mir klar. Ich bin jetzt nicht ständig dran, aber am iPad oder am Handy da mache ich doch relativ viel. Und ab dem 3. Tag ist bei der einen Person, die hat noch so Kameras dabei gehabt, die sie filmen können, um das zu dokumentieren, damit man da auf YouTube schauen kann. Und nach dem 3. Tag hat die eine Person eine Aufnahme gemacht, die so in Tränen in den Augen einfach erzählt, dass ihm am meisten die Einsamkeit zu schaffen macht. Dass niemand da ist, der mit der Person reden kann und er auch gemerkt hat, dass er nicht für die Einsamkeit geschaffen ist. Und ihr habt das so gesehen, und mir sind auch noch die Worte von Gott in den Sinn gekommen, ganz am Anfang, und er geschrieben oder besser gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Also das Alleinsein, das kann je nachdem schaden, das kann wirklich einem sehr schwer beschäftigen. Und doch glaube ich, dass Einsamkeit nicht einfach nur schlecht ist, sondern uns manchmal auch wieder gut tut, wenn wir einsam uns fühlen,
wenn wir merken, dass uns den Menschen oder gerade auch Gott fehlt. Und wir wollen das Thema Einsamkeit jetzt miteinander auch anschauen in der Bibel. Und zwar werden wir weiterfahren bei Lukas 2, 8 bis 15. Wir haben letztes Mal davon gelesen, wie es auf die Welt gekommen ist. Und jetzt soll es um die Hirten gehen. Jacqueline wird das uns vorlesen aus der NGÜ. Und ihr dürft hier mitlesen oder eure eigene Bibelübersetzung. Ist gut. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Danke vielmals. Ja, die Hirten, die haben von dieser wunderbaren Botschaft gehört. Die Engel sind zu den Hirten gegangen. Und es ist schon erstaunlich, wie die ganze Bibelgeschichte eigentlich, oder besser gesagt, die Geschichte, wie es auf die Welt kommt. Jesus, Gottes Sohn, im Stall, und wem verkündet die Engel das? Nicht irgendwelchen grossen, mächtigen Herren auf dieser Welt, sondern Hirten. Hirten, die zu dieser Zeit in Israel nicht hoch angesehen waren. Sie hatten einen schweren Stand, sie mussten schwer schuften, bei jedem Wetter draussen sein, mit den Schöfen, sie je nachdem auch verteidigen vor wilden Tieren. Also alles andere als einfach. Und in Kommentaren hat geschrieben, die Hirten sind zu dieser Zeit auf dem gleichen Level gewesen, von der Akzeptanz wie Zöllner. Und bei Zöllner, da muss ich immer gerade an Zachäus denken. Der kleine Mann, vielleicht etwa die Größe, die ich habe, wo, glaube ich, wo einsam war. Der war einsam, der hat zwar viel Reichtum, viel Geld gehabt, aber doch hat ihm etwas gefehlt. Und ich sehe bei ihm einfach, wie ihn das Einsamsein und dass mir etwas fehlt, ihn zu Jesus getrieben hat. Er ist auf dem Baum und hat nach Jesus Ausschau gehalten. Er hat den Mann gesehen, wo so viele Leute davon geredet haben, das ist der Messias, der Sohn Gottes, der alles viel besser machen wird. Und schlussendlich war es ja so, dass Jesus ihn gesehen hat und ihn abgerufen hat vom Baum, hat bei ihm essen und hat Zachäus gesagt, dass ich mich verändern will. Mein Leben soll sich ändern. Und ich kann mir auch vorstellen, dass den Hirten, dass es ihnen ähnlich gegangen ist, dass sie nicht zufrieden waren mit ihrem Leben. Dass sie gesehen haben, wie es ihnen nicht gut geht, wie sie arm sind, wie sie wie fast zu unterst bei der Gesellschaft stehen. Und meistens dann, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir irgendwie am Boden sind, dann wünschen wir uns Veränderung. Und die Hirten, kann ich mir vorstellen, die haben vermisst, dass Gott zu ihrem Volk spricht. Wir müssen uns vorstellen, 400 Jahre sind seit dem letzten Prophet vergangen, wo Gott durch einen Prophet zum Israel aktiv geredet hat, wo er ihnen etwas verkündet hat. Und ich glaube, die Hirten die haben sich danach gesehen, dass der Messias, der Retter, endlich kommt, dass er sie aus der Unterdrückung der Römer befreit. Sie haben vielleicht einfach auch vermisst, Gott, der das Volk führt und sie anleitet. Und da frage ich mich, wie geht es da uns? Vermissen wir manchmal Gott auch? Oder anders gesagt, jetzt in dieser Corona-Zeit wünschen wir uns da, dass Jesus bald kommt. Dass er auf die Welt kommt und sein Reich da aufrichtet. Dass er sich endlich zu Preis gibt, damit alle mal sehen, dass es wirklich stimmt, was in der Bibel steht.
Oder ist es echt doch nicht so, dass wir halt nicht wie die Hirten sind, sondern eher wie die Menschen dieser Zeit, die den Hirten ihre Schafe gegeben haben, um die Hüten, die eben viel Wohlstand, viel Reichtum hatten. Und ich merke bei mir selber, dass, wenn ich so ein bisschen mein Leben anschaue, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, also wenn mich jemand fragt, ja, willst du unbedingt Veränderung, sage ich, eigentlich ist es gerade voll in Ordnung bei mir. Ich bin verheiratet, wir haben eine coole Wohnung, super Internet, also Freunde und so, mir geht es eigentlich gut, oder? Also ich will doch eigentlich gar nicht Veränderung, sondern mir gefällt es doch so. Und je nachdem geht es dir vielleicht auch so, dass du sagst, ja, mir geht es eigentlich gut, ich kann mich nicht beklagen. Ja, da muss ich doch nicht verändern. Und Einsamkeit, das kenne ich persönlich schon gar nicht. Oder besser gesagt, Einsamkeit, das hat bei mir fast nicht die Chance zum Auftauchen, zum zu sagen, hey, du bist einsam. Weil ich bin sehr gut in mich ablenken, mal etwas Neuem anfangen und dann auch wieder aufhören. Aber ich bin irgendwie beständig dran. Sei das, dass ich etwas lese, sei das, dass ich natürlich am Arbeiten bin, aber auch, dass ich Freunde habe, meine Frau, dass ich meine Hobbys habe. Also so die Zeit, wo ich irgendwie mal ein bisschen zur Ruhe komme, wenn ich nicht gerade stille Zeit mache, die habe ich eigentlich in meinem Alltag gar nicht. Und ich glaube, auch mir würde es mir eigentlich gar nicht so schlecht tun, wenn ich einfach mal würde mein Zeug packen und auf eine einsame Insel gehen. Ich habe mit der Jacqueline ein bisschen schon mal die Sommerferien angeschaut. Die Idee ist, dass wir ein bisschen auf Schweden gehen können. Und eine Option, die es dort gegeben hat, wo ein Reiseveranstalter gesagt hat, ist eine Woche lang mit dem Floß unterwegs. Auf dem See oder auf dem Floß und dann irgendwo mal Halt haben. Und ich dachte, wow, das wäre irgendwie schon noch cool. Da tust du zuerst dein Floß zusammenbauen, mit einem, der Ahnung hat, wie das geht, damit es noch hat. Und dann geht es einfach mal los in die Wildnis, irgendwo her. Und du bleibst dort, wo du sein willst, hast am Ufer halt, schlägst du dein Zelt auf und Handy hast du dabei für einen Notfall und bist einfach mal ein bisschen für dich. Ich glaube, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, würde uns das manchmal wirklich gut tun, um mal wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen und runterfahren können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann merken, du, der Gott, den ich da drin lese, wo ich doch eigentlich Beziehung habe, wo ich dazu bete, ich merke jetzt gerade, wenn so nichts läuft aber irgendwie auch nicht so viel zwischen Gott und mir. Ich hatte den Eindruck gehabt, es ist immer so viel gelaufen, wenn ich am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gegangen bin, ihn gelobt habe, gepreist habe, wie ich stille Zeit gemacht habe. Aber vielleicht merken wir, dass wir irgendwie doch einsam werden, dass wir Gott gar nicht so spüren. Weil alles andere, was uns halt mal ein bisschen Zeit wegnimmt, was uns berieselt, wo wir können Zeit damit, ja, wie soll ich sagen, umschlagen, uns eben auch von Gott wegbringt und nicht her. Und darum glaube ich, dass die Einsamkeit oder das Gott vermissen uns gar nicht so schlecht würde tun. In dieser Welt, wo wir leben, gerade auch in der Schweiz, wo doch so vieles immer wieder läuft. Ich weiß nicht, wie das für dich tönt. Einsam ist natürlich nichts Schönes, aber ich glaube, gerade in dieser Einsamkeit hat Gott Raum, um uns zu begegnen. Kann er in unser Leben hineinbrechen. So wie wir es auch in dieser Geschichte sehen, bei den Hirten auf dem Feld, die vielleicht schon miteinander unterwegs sind, aber vielleicht sich auch einfach einsam gefühlt haben. Eben gerade Gott vermisst haben. Und gerade dort bricht Gott in das Leben hinein, zeigt sich ihnen, offenbart sich ihnen. Und wir haben es auch gesehen bei den Hirten, für die war klar gewesen, wow, wenn das wirklich stimmt, was der Engel da gesagt hat, das wird unser Leben verändern. Und sie sind losgegangen, um den Sohn Gottes zu suchen. Und ich denke, das ist auch bei mir, vielleicht auch bei uns ein bisschen Problematik, wenn bei mir etwas so passieren würde. Und würde sagen, hey, das verändert dein Leben. Würde ich vielleicht nicht sagen, ja du, aber ich hoffe vielleicht gar nicht, dass sich mein Leben verändert. Ich bin eigentlich ganz happy, so wie es jetzt ist. Also Einsamkeit, die uns zu Gott kann treiben und wo manchmal, glaube ich, wirklich uns würde gut tun, wenn wir wieder ein bisschen mehr zur Ruhe kommen, in die Einsamkeit gehen. Bei uns in der FG im Verband hat es auch mal die Möglichkeit gegeben, einfach in ein Kloster zu gehen für ein Wochenende. Und ein Pastor hat davon erzählt, wie das war. Da hast du auch miteinander gegessen,
aber du hast am Tag, glaube ich, eine Stunde gehabt, wo du hast reden durften und der Rest bist du einfach ruhig gewesen und hast deine stille Zeit gehabt und bist mit Gott gewesen. Irgendwie sehr reizvoll, aber irgendwie auch sehr, ja, vielleicht auch ein bisschen überfordernd, wenn so wenig läuft, so nichts. Jetzt kann es aber auch sein, dass du eher der Typ bist, der für Gott schon sehr vieles aufgegeben hat und für Jesus, der den Ruf gehört hat und ihm nachgefolgt ist. Und einfach wie Maria und Josef die Sachen stehen hat und sich ganz für ihn hergegeben hat. Und du doch jetzt aber selber merkst, dass Gott schweigt, dass er nicht redet, obwohl du immer wieder in die Einsamkeit gehst, obwohl du dir immer wieder Zeit nimmst, viel Zeit nimmst für Gott, aber merkst, Gott, der redet nicht zu dir. Und jemand, der Gott je nachdem auch vermisst hat, der die Einsamkeit ein bisschen erlebt hat, obwohl sie sich ganz für ihn aufgeopfert haben, sind eben auch gerade Maria und Josef gewesen. Und wir werden noch miteinander weiterlesen, Lukas 2, 16 bis 20, was denn dort passiert ist. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Danke vielmals. Ja, wir lesen am Schluss, die Hirten, die überglücklich sind. Ich glaube aber, dass Maria und Josef in dieser Zeit nicht immer so happy waren. Sie hatten eine herausfordernde Zeit gehabt. Gott hat zu der Maria gesprochen, durch den Engel und auch zum Josef. Und sie haben gesagt, ja, ist gut, wir gehen den Weg. Kein einfacher Weg, verlobt, schon ein Kind, auch nicht mal im Josef sein eigenes. Also für mich wäre das schon recht herausfordernd. Und dann muss er nach Bethlehem, weil ein Kaiser will alle Leute zählen, die er in seinem Reich hat. Ein beschwerlicher Weg. Du kommst dort an und es hat keinen Platz, wie wir letztes Mal gehört haben. Für Gott hat es keinen Platz. Schlussendlich finden sie doch in einem Stall ein Plätzchen, wo sie Jesus auf die Welt bringen. Und ich weiss nicht, wer vielleicht schon mal in einem Stall war, aber ich bin ab und zu bei Appenzeller, Großvater, im Stall gewesen. Die haben viele Kühe gehabt. Und ja, dort drin hätte ich nicht schlafen wollen. Und so willst du das Kind auf die Welt bringen. Erstens haben da die Kühe, ja, wissen es halt, die haben die ganze Zeit ihren Abfall dort hergetan. Und da bist du ab und zu mal wieder durch den Gang, hast alles Gürloch runtergekarrt. Also, das ist doch nicht schön. Und jetzt sind sie dort, Gottes Sohn wird dort auf die Welt gebracht. Ja, wie fühlst du dich da als Maria und Josef? Also ich glaube nicht, dass du das Gefühl hast, dass Gott jetzt da ist. Sondern ich glaube, du hast Zweifel und du denkst dir, wo ist denn da Gott? Sein Sohn kommt auf die Welt, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Es ist so elendig, so nicht schön da. Du fühlst dich so richtig verlassen von ihm, so einsam. Und vielleicht geht es dir auch genau so. Du hast dich Gott ganz verschrieben und du merkst doch jetzt in dem Moment, wie du Gott vermisst, wie du sein Wirken in deinem Leben, dass er eingreift, dass er sich wieder zeigt, vermisst. Und ich kann dir leider auch nicht sagen, wenn und wie sich Gott wird zeigen. Aber ich denke doch auch gerade, die Geschichte zeigt uns auf, dass Gott uns nicht vergisst. Und dass er auch gerade denen treu ist, die ihm gegenüber treu sind. Und so glaube ich, dass gerade auch für Maria und Josef, dass ein unglaublicher Segen gewesen sein, wo die Hirten gekommen sind, wo plötzlich Hirten in diesen Stall kommen und erzählen, was sie erlebt haben, wie sie Engel gesehen haben und was die Engel erzählt haben über ihren Sohn. Dass das ihnen wieder Mut gemacht hat und Hoffnung gemacht hat und aufgezeigt hat, dass Gott sie eben doch nicht vergessen hat. Das wünsche ich gerade dir, wo du da bist, wo du im Livestream zuschaust, wo genau das erlebst, dass du Gott vermisst, obwohl du ihm ganz nachgefolgt bist. Einsamkeit, je nachdem, kann es unglaubliche Last sein. Und ich dich ermutige, dass Gott auch ganz klar herzugeben, ihm das zu bringen.
Aber ich glaube, bei vielen von uns ist eher dieses kleines Thema, dass die Einsamkeit manchmal fast ein bisschen fehlt im Leben. Dass zu viel läuft, wir nicht zur Ruhe kommen und schon gar nicht in die Einsamkeit können, damit Gott wieder so richtig ins Leben hineinbrechen kann. Damit er uns aufzeigen kann, was er für uns alles parat hat. Wir werden jetzt noch eine Zeit von der Stille haben und ich dich doch gerade möchte ermutigen, wie das bei dir aussieht mit dem Thema Einsamkeit und dort drin in Gott leben. Bist du jemand, der sich immer wieder wirklich aus der Gesellschaft rausnehmen und wirklich zur Ruhe kommt, sodass er mal ein bisschen langweilig wird und plötzlich merkt, ja, jetzt läuft nicht so viel? Oder wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du in dein Leben könntest integrieren, ein Wochenende, einen Tag, wie auch immer, wo du wirklich bewusst mal vor allem Abstand nehmen kannst, damit du ein bisschen wirklich in die Langeweile reinkommst und eben auch in die Einsamkeit und Gott dir dort drinnen begegnen darf. Ich wünsche jetzt euch eine schöne, gute Zeit mit Gott, vielleicht sogar ein bisschen Einsamkeit, ich hoffe nicht langweilig und wir werden nachher wieder das Lied hören.